Was ich meine, dann können wir aufhängen. Wir sehen auch noch pünktlich. Merci für Ihre Präsenz. Wir sind ganz froh, dass da kommen Sie bei der Pressekonferenz heute Morgen. Wir sind auch froh, dass da hier an das Casino kommen sieht. Das ist ein bisschen ein anderen Saal, wie wir normalerweise sind. Wir haben hier als Zeitgründe als Pressekonferenz wollten an der Stadt machen. Also wenn wir auch Reunion hier unserem Staat nach haut tun. Ich hoffe, dass das arrangiert die alle gut an das Gang für hinzukommen. Dafür sitzen wir alle so ein bisschen gequatscht, aber nee, müssen am Anfang umgedreht machen. Mit der ganz Geschäftsführung, bald ganz Geschäftsführung plus Vizepräsidentin von Mogebel hier bei dieser Pressekonferenz, weil da ist wirklich ein wichtiges Thema ist. Ihr wisst, dass eng von unseren politischen Prioritäten im Moment geht nach immer um den Index, an die Indexmanipulation, an alles, was an den Drogen stößt. Und dann haben wir auch eine kleine Präsentation. Also das ist ja auch nicht so als Stil. Wir machen auch keine lange PowerPoint-Präsentation, mit das just, weil wir ein paar rasche Beispiele haben. Aber für das mir einfach ist, haben wir da Slides präpariert. Für den Rest den halt das haben wir leider nicht an der Mayen, an der ein paar Bayer mehr, die so mal ist. Wenn es den rasche Beispieler wollte man aber ein paar Bayer hun der hat auch Dollar für die kein Hund sind ein paar Bayer Versionen do voilà, und dann gebe ich proposieren dass man Leo wie gesagt größte Merci ein wichtiges Thema für uns wir haben schon so viel mal dir darüber geschwatzt wir haben schon so viel gesagt und so wir waren aber der Meinung also notwendig ein kleiner Bilanz zu ziehen hinter dem was aus passiert sind den Nogibel den Akkor Tripartit net mat gedrohen huet aus wenge Grinn auch nach enke run zu erinnern aber dass net de Grund den ist, dass de Steuerkrediten teich genug aus mit dir wisst dat mir das ganz viel aner Grinn han drstechen a allem de von der weitgreifender Indexmanipulation an denen dass die Indexmanipulation sich über die nächsten Jahren nach Wert Reperkussionen hun op Kafkraft von der Leute an Doren an erinnern a final aber de Bilanz zwischen dem wat as passiert hinter dem Moment an Haut an da immens viel passiert weil am Anfang si man jo viel geschläft gehen du durch dass man so net mal erschriven hun an du als gewot tun net so zu der Indexmanipulation an net so zu der Attacken von der Kaufkraft an Lane von Leid an sind da an Haut wo du Tischen aber eigentlich dafür da neun Momente kommen sind die als konfirmiert tun an die am Anfang dat bestätigt du wat mir hinter der echter Stunde an der Tripartit gesucht das ganz am Anfang Glasgangen ich nur der Signatur von denen die noch schreiben hun der vom Kannergeld ich gehe mit darüber an mir auch dat mir hun direkt nur der Tripartit Kommunike gemacht also Gebella gesucht abgepasst Kind Kannergeld geduld bei ihrem bei dem Aussätze von der Indextranche und du hast ja du schon ein zwei dich du zurückgerudert gehen und gesagt ja das machen wir aber und das wird redressiert gehen und du hast dann so weitergegangen dafür da den Dach nur der Signatur war Techt oder de Montant vom Krediimpôt Energie schon anecht wie so Mütter nicht wo man alle guten zu Summe sitzen auch du ständig gefrickelt und da geht ja weiter ich gehe nicht drüber weil dann der schon was Kommission du lebt du weißt sich ja auch dass es nicht so eindeutig einfach zu berechnen hast wie ich dann der Kaufkraftverlust und Leid aus aber wie ich muss Kompensationen sind sich mal ganz weitgehend frohe Gestalt gehen ob das Ganze überhaupt verfassungskonform ist pur dich nur der Signatur geht da gesagt dass da überhaupt richtig konnte man der toten so schreiben tut schon immer mehr rausgestellt dass als Signatäre von dem Akkor nicht wirklich wusste was sie dann am Detail unterschrieben nur weil so vieles unklar war an dat aus dat wat Nobel immer gesucht hat das Kanzler sagt es war alles nicht fertig dass Iwer stürzt ging das und da hat versicht gehen in den Akkor zu fannen und so vieles war nach gar nicht klar den nächsten D stand oder Signatur kommen immer mehr Novellen wo die bombe Resultate von den einzelnen Entreprisen rauskommen sind weil als die auch nach Ranke konfirmiert wird an dem was mir gesucht und an der Tripartit kommen wir machen ein differenziert Analyse von der wirtschaftlichen Situation vom Land auch von den einzelnen ökonomischen Sektoren an Entreprisen und das seht Tripartitgesetz da ja auch ne, dass sie muss eine Analyse machen von der Situation sowohl von der wirtschaftlichen Lage von der Betriebe wie aber von der Staatsfinanzen
wie auch die von den schaffenden Leuten und ihrer Familien an aufgrund von einer gemeinsamer Lektüre von einer gemeinsamen Analyse, die an einer Tripartit gemacht ging, geben da Konklusionen gezugehen und da geben du Decisionen geholt gehen. Da das ja nicht passiert, das wisst ihr, du mehr als ja ständig darüber aufgeregt, dass einfach gesucht gehen hast, der ganze Betrieber geht schlecht. Und dafür muss man denen Flaschendecken und der Gäste kann helfen. Und knapp nur, dass die Natur kommen, dann alle guten, die Resultate, die präsentiert gesehen, wo ja aber Großsektoren Resultate gemäht haben. Das wird uns auch noch einmal konfirmiert. Da sind wir viel vom Banken- und Finanzsektor geschwatzt. Ich will aber auch so, dass das nicht die einzig sind waren. Das wisst ihr auch, weil du sind ja noch viel andere Großentreprisen hier im Land noch kommen. Und wir haben auch gesagt, dass dass es verschiedenen Entreprisen und Sektoren nicht so gut geht, auch das will ich nachher so, weil mir Geolo durchgestaltet, wie wenn man überhaupt nicht für Betriebe will machen. Wir verstehen das natürlich, dass verschiedene energieintensive Betriebe oder verschiedene Betriebe, die an der Lieferkette Probleme haben, konfrontiert sind mit der Krise und dadurch Schwierigkeiten können geraten. Aber wenn es gibt, dass doch die differenzierte Analyse machen und dass sie blöd, du Hilfe, wo notwendig ist, und nicht einfach so, wir müssen alle guten alte Betriebe ihren Indextranche schenken. Und da das eben das, was Problematik auch war an der Tripartit. Ich will auch so, dass national mal aber gut durchstehen als wirtschaftliche Situation. Auch da, wir hatten letztes Jahr gut Jahr, wir haben die echt 3 Monate vom Jahr gut Jahr, das Jahr, wir haben auch wenn eine Chambre du Commerce du versicht huet die deichter Wollecken do zu zeichnen, huet dann hier een egene Wirtschaftsbarometer aber de kontre finalement gesot an den huet gewissen, dass het de letzte Bauer Entreprisen zu großen Deel auch richtig gut geht, dass da viele Sektoren noch richtig boomt. Wir haben den Excedent brut d'Exploitation, das uns immer rum, dass den Wert, der weiß, was eine Entreprise übrig behalten oder dem alles aufgezogen hat, sind wir den zweitbesten Schüler in Europa. Wir haben keine Wirtschaftsrezession. Und auch wenn der Wirtschaftsminister dann matt auf der Pressekonferenz von der Chambre de Commerce sitzt, als wegen Grund auch immer matt den Wirtschaftsbarometer du präsentiert und den dann du merkt, das Paradox, so sage ich, dass du schon mal niedrig hast, ja, dann ist es echt der Paradox, dass der Wirtschaftsminister die auch so mischt, weil wir wissen ja, wie die Situation im Arbeitsmarkt ausgesehen. Und da das nicht erstaunlich, dass das schon mal niedrig bleibt, das ist normal, weil das ist so, dass man immer noch mehr Offre d'Emploi haben und die wussten ständig und das wissen. Und wir haben echt das Problem von den Betrieben ist schon nicht der Index, das Problem von den Betrieben ist Pénurie de Main-d'œuvre. Und das so sie auch überall. Und sie kreischen auch überall an alle Sektoren quasi flaschendeckend, dass es ihnen nur gute Leute fehlt, nur Leute fehlt, die Berufe lehren und an den Berufen beschäftigt sind. Und der Situation, wo man dann die Pénurie de Main-d'œuvre haben, also es aber kontraproduktiv gleichzeitig hinzugehen und Lehnen zu bremsen. Also ich meine, du gibst vielleicht auf der Hand leihen, versichern, Berufe attraktiv zu halten und zu machen und zu gucken, nicht zu gehen. Das Beispiel war dann auch kurz 2 Wochen oder 3 Partien, also in Deutschland, ja, den Mindestlohn erhöht gehen. Und du hast auch alle gute gekrascht, Patronatsvertreter, und auch als alle Reihen und auch für die da se du wat Mama lo mir kommen net Min Länder an Deutschland da kre mir kein Leute mehr aus Deutschland die hin schaffe kommen während ze aber pu dich für run den Index manipuliert tun an dafür Daten ein bisschen zu erklären von Eisenpoint de vue hier mir 100 schon an der Tripartit gesucht Donung konfirmiert geht mir sie nicht an einer Rezession das bedeutet aber nicht dass nur seht es gibt kein Krise. Mir nie behauptet, dass man nicht an einer Krise stechen und das wäre auch komplett falsch, weil wir stechen an einer Krise mit das eben keine ökonomische Krise, das ist keine Krise von den Aktivitäten, wir haben auch immer viel Aktivität, mit das ist eine Krise von den Preisen. Und die Krise von den Preisen trifft Betriebe differenziert, die trifft sie nicht, ob alle Guten dieselbe Art und Weise, so wie sie auch Leute nicht, ob alle Guten dieselbe Art und Weise trifft. Aber die Krise von den Preisen, die trifft aber nur nicht Leute massiv und das wissen wir ja aber alle Guten. Und Kaufkraft von Leuten als massiv am Gangen zu leiden und das kriegen wir ja überall mit und wir haben eine Situation, die einfach nicht mehr kann so nur geholt gehen. Wir können nicht noch weiter riskieren, die Leute an Labyrinthen zu bringen und dass sie drinnen dann nicht mehr nicht kriegen, bei nicht kriegen Moment von mir. Und du siehst mal,
eigentlich schon beim wichtigsten Punkt wir werden doch nicht zu einem Akkord seit vom Gebel kommen an das was mir auch immer so tun das was man seit der ersten Stunde von der Tripartit so tun ja die Inflationsprognosen die gemäht sind die waren total irreführend die von Stadtwerk an der Tripartit gemäht gehen sind am mehr 100 gesucht mir Hunde gesucht wie kann ich dann am März des Jahr man da rechnen das nächste Jahr eine Inflation von 1,3% ist wir und das heißt du gesagt du was man dann an vom Krieg gerechnet was aber nicht berechtigt war gerechtfertigt war für du von auszugehen also jede Rang war auch unter den durch bewusst dass es nicht bei 1,3% bleiben und dass die Inflation explodiert und das also das was man im Moment observieren und dat feiert dazu dass sie eben zu mehr Indextranche kommen wie dat während der Tripartit versicht ging durchzustellen und dat war der Knackpunkt und dat bleibt der Knackpunkt dann los sie mir dann an der Situation dass man kurz nur dem dezidiert gehen hast wir machen eine Indexmanipulation ob der Tranche von August die dann lo Julias weil Betriebe dann nämlich können drohen dass man ein total ankonu dann den nächsten Main passiert und da das die Volatilität von dem Kontext an dem wir uns befinden die Inkonuen die das ganz Matze springt die grausame Krieg wo man nicht wissen wie weitergeht wo man Tag für Tag an einer Unsicherheit eigentlich sieht par rapport zu dem was lebt alles das feiert dazu dass man nie hätten dürfen so tiefgreifend Decisionen wollen wie die Logol gesehen die schon am Jahr 2024 gehen aber waren Jahr 2025 werden wollen weil man nicht wissen wie sehr das geht und dafür mengen dass das der wichtigsten Punkt ist wie von dem wir heute stehen die wichtigsten Konfrontationspunkt den man mit dieser Regierung die eigentlich eine Decision geholt hat ob falschen Prävisionen was die Inflation belangt an die Haut nicht fertig bringt die Decision zurück zu rudern und zu sagen mir dazu war ein falsch Prämisse mir sie von einer falschen Prämisse auf mesure gegangen die eigentlich schon obsolet sind die Projekt de loi den Instanzen wie aus den entspricht schon nicht mit den die Prävisionen vom Stadtwerk von Haut und dafür misst die Projekt de loi zurückzugehen und misst gesucht gehen haben wir gucken was real Hautprävisionen sind und wir holen ein zeitbefristet Decisionen und mesuren für Lo zu überbrücken diese Moment zu überbrücken das aber das was leider nicht passiert erstaunlicherweise nicht passiert weil jeder gesagt hat aber dass man ganz einer Ausgangssituationen hatten mir hun auf dem nächsten Tableau du probiert der tut als einfach ist Start News von den letzten Wochen just erst zu weisen mit der tut verfolgt dann tut gesehen wie das extrem variiert wird von einem Tag auf den anderen am Anfang hat man schon immer just das Szenario zentral zurückbehalten für das man Gleiches mit Gleichem vergleichen aber am Februar wir sind am Tripartit gegangen du hast gestartet von einer Inflation von 1,3% für das Jahr 2023 die ist dann den 22. März auf 1,4% gegangen weil der Status so die 0,1% die konnte mir nie erklärt weil du sie von den selbsten Barrelpreis ausgegangen und die war immer 0,1% mehr hoch wir konnten es aber nicht an der Tripartit hat vorgestellt wie kommt da 1,4 wie war da 1,4 nicht mehr nicht Männer wir konnten die nicht erklärt okay das war dann eine pure nur die Prävision die man konnten war bei 1,4 du nun sanke geraschen wie hoch wäre sie dafür als die Kolonne hors mesure Gaz et Elektrizität wie hoch wäre sie wann die mesure vom Energie durchstehen der Schrauben um Gaspreis an um elektrischen wann die nicht geschieht werden das wäre eine Inflation mehr von 0,2% da wäre sie bei 1,6% du kommen Prävisionen vom März 22 wo der auch noch sieht wie irreführend durchgestaltet gehen das gesucht gehen wann man den Report vom Index Gefe machen an die 7,5 Gefen die Leute gehen wann man aber nicht das Gasmann an elektrisch mit den Index Gefe gehen an den hin und hier für da denke zu weise wie der schwankt aber dann kommen lo dann die 2,8 das ein riesen Diskrepanz muss dazu gehen wo eine ganz andere Situation durchstellt wie die mir gezeichnet hun für
für einen Mal. Und das ist nicht schlimm, weil das kann geschehen. Und wir wollen halt nicht dem Stadtteil unterstellen, dass bewusst Makulatur oder Zöllen falsch durchgestaltet gehen. Es kann auch geschehen an der aktuellen Unsicherheit, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht. Das ist absolut legitim. Aber da soll ich aber nicht so, wir müssen Mesuren ergreifen, die nächsten Monate, Jahren impactieren, aufgrund von etwas, wo wir eben am Moment gar nicht wissen. Also wissen wir aber, das, was haut ist, und wir wissen, wie hoch die Inflation ist in Lützeburg. Ich muss auch noch einmal sagen, dass sie da mehr niedrig ist, wie am Vergleich zu der Eurozone. Auch da muss ich denke betonen, weil ja immer gesagt wird, als ein Index trifft die Inflation und das ist ja nicht der Fall, das ist dadurch bewiesen. Wir sind eben an der gesamten Eurozone immens hoch, schaut mal in den 8% kriegen. Bei Holland sind wir über 10%. Der französische Wirtschaftsminister sagt, die bleibt so hoch bis an 2023. Es deutet auch alles darauf hin, wenn in internationalen Wirtschaftsforum guckt, an Experten null ausstattet, dann deutet alles darauf hin, dass sie hoch bleibt. Wir wissen, dass Preise nach weiter Werten explodieren. Wir sind mittlerweile eben schon konfrontiert mit der Erhöhung bei den Lebensmittelpreisen, bei allgemein bei den Preisen. Wir werden da an eine Situation kommen, die bis dramatisch wird gehen für alle Guten, die schaffen leider hier Familien. Aber wir können da nicht einfach nur gucken. Und wir können genau das, was mir gesagt tun, es wird also mehr wie eine Tranche gehen, die verrickelt gehen, eine Indextranche gehen, die verrickelt gehen. Könnt ganz sicher nach 2023 dem Szenario zentral vom Stadtdeckno könnt ihr schon am 1. Trimester 2023 die geht dann noch dekaliert kein sogar nach ein Tranche gehen 4 Runden dem echten Semester Trimester 23 dich kind doch nach ein das Jahr am aller worst case oder ein Anfang nächstes Jahr kennt du nach ein Dono kommen an da sind wir genau bei dem Gau wo mir für gewarnt tun wo mir so tun nicht macht das können man nicht haut schon dezidieren und dann hatte man den Indexstau von dem so viel geschwart wird an den so viel gewarnt ging als an die Loheit so gelos an was geschieht an der Situation wo weiß wie Prävisionen sind du könntet zu einer Kakophonie von Ausso von alle Seiten was dann noch den vielen Indextranchen das soll passieren und ich meine das Leute du draußen aber verstehen das ja nicht mit zu leben das ja nicht mit nur zu verzeihen wir haben direkt am Anfang Patron die scheizen die rausgehen und die so nehmen können aber nur nicht am April 2024 lauter Tranche bei ihnen bezahlen was jo allicht wann se lo haut net wollen dazu bezahlen die Direktion dat kann net sinn an dann hun so einzel Vertreter vu Patronatsverband die so da muss Tranche fallen die gi so weiter so und da fängt man bei null also da man wenn sie gesagt wie wann nicht gewicht wäre und dann si man an dem Szenario den Fall Gunne kann man tun an die als absolut inakzeptabel ist da immer beim Verlust von Indextranchen für alle Guten, die schaffen leider pensioniert, das wird man nicht akzeptieren. Dann haben wir aber einen Wirtschaftsminister, den fest drauf bleibt, da gehen sie alle Guten ausbezahlt, was wir ja alle Guten wissen, dass es nicht wird passieren, den aber immer darüber singen aus, so bleibt da verschiedene Parteien, die weiter drauf bleiben, also es wird sicher keine Tranche wegfallen, die sich da fest drin halten und denen aussuchen, weil aber absolut nicht mehr nur zu vollziehen ist. Wenn dann aber gedrückt wird an den Aus und da seht ihr dann, also in der nächsten Regierung zu dezidieren, wir haben aber der Präsident von der Chamberskommission, den noch Fraktionschef von der DP ist, die schwätzt da beim kurios von, da müssen sie gestreckt gehen, da schwätzte von 2025, ganz neue Ideen, also sie machen eine Manipulation, die noch viel mehr weit geht, wie das, was da passiert. Und da könnte Projekt Law, wo steht drin, was steht dann da, und da steht dann dran, sie gehen alle ausbezahlt. Das ist ja gut, die Regierung bestätigt Law, sie geben alle Guten im April 2024 OBQ ausbezahlt. Wir wissen aber leider, dass das nicht wird geschehen. Jeder weiß und das gibt ja überall bestätigt von allen aus, so längst auch jetzt. Und da haben wir eigentlich das größte Problem. Und dafür ist auch da noch ein Eisenappell, die müssen die Projekt Lotto zurückziehen. Wir haben das größte Problem damit, dass eine Regierung hier geht, ein Gesetz unhält, wo sie selber weiß und sieht, wir werden das nicht tun haben.
Und das kann an Eisenland nicht passieren. Das ist nicht würdig für eine Regierung. Das soll nicht passieren. Es soll, ob man es an dem Moment, wo Gesetz gestimmt nach Druck gelebt gehen, dass es doch kann im Gesetz gehen. Und nicht schon etwas dran schreiben, wo wir wissen, dass es nicht wird passieren. Und dafür sind wir an der Situation, wo wir sind. Wir haben auch begrüßt, dass die größte Oppositionspartei gesagt hat, wir rufen Sozialpartner an die Chamberskommission, wo man da gerne auch gesagt hätte, was als du Leid auf wir warten mir die Decision geholt haben. Und da ist der größte Punkt, nicht den als über die Recht von dem Steuerkredit zu diskutieren, mir als der größte Punkt, dass die kommen ja hypothekäre nicht die Tranche von 2023 und darüber hinaus. Wir sind nicht invitiert gehen an Chamberskommission als OGBL. Ob man wir sind nur als Chambre des Salariés invitiert, wo man auch werden Higo wieder wisst. Und da wird man auch nach ein Positionen drin können lernen. Wir sind der Meinung wirklich, dass er muss gestoppt gehen mit dem Ganzen. Und dann kriegen wir ja auch gesagt, ja, was meint ihr dann? Was soll da passieren? Weil wir so nicht einfach stoppt das Projekt de loi, macht weiter wie das. Nee, wir haben immer gesagt, dass das muss gehandelt gehen, es muss auch den Betrieben geholfen gehen, und muss den Leuten geholfen gehen, und muss etwas auf die Kaufkraft von den Leuten passieren. Ich gehe nicht auf die Hilfe für die Betriebe an, weil da haben wir schon ganz viel dazu gesagt. Mir ganz wichtig ist eben, dass da differenziert analysiert wird, wen sind die an Schwierigkeiten kommen, wo muss es sibliert geholfen kriegen. So ähnlich wie es beim Covid geschieht, wo du asymptomatisch gewirrscht, kann auch besser geschehen wie bei Covid, dass man wirklich konkret gucken, wo sind Entreprisen, die Hilfe brauchen. Und dann wird geholfen. Wir haben alle Hilfe bei Covid unterstützt, also ich werde das wissen, dafür erinnere ich tun, das wird man auch hei, und das soll auch passieren. Mit soll eben nicht flächendeckend alle guten geistgarnemäßig den Index geschenkt an all die Leute den Index geklaut. Und dann musste Leute geholfen gehen, und auch da haben wir Propositionen gemäht an der Tripartit, an der tun ich auch schon Pummel gesagt, dass wir auch nicht d'accord waren, weil als ganz Forderungen absolut nicht diskutiert gesehen. Okay, man da ist über Positionen für die schaffen leider hier Familien diskutiert hat. Und sie sind total verworfen gehen als Positionen, wir sie konnten erzählen an der Wahrheit da. An mir gesagt, okay, die Leute kriegen Probleme mit Kaufkraft, also schwinde, wir mussten hier den helfen. Ich war den Index raus. Der Index muss egal wie bestehen bleiben, das wisst ihr von uns, das als Position. Der Index ist das wichtigste Instrument, was wir haben, von unseren 3 Lohngesetzen für die Kaufkraftverlust zu kompensieren. Mit darüber raus geht das nicht durch an der aktuellen Situation, und dafür muss man ihnen helfen. Aber wir haben auch gesagt, muss auch den niedrigen Gehälter bei den Leuten, die am schwersten in der Gesellschaft geholfen gehen. Und dafür hat man eine Forderung auf der Allokation de vie chère, die als einfach verworfen gehen. Wir haben gesagt, die Allokation de vie chère, die müsste nicht nur die 10% Erhöhung mehr verdoppelt gehen, so wie es während Covid möglich war, muss das auch möglich sein. Die müsste verdoppelt gehen, sie müsste indexiert gehen, weil sonst verliert sie auch ständig Wert, und sie müsste auch der Kreis von den Beneficiären müsste auch erweitert gehen, von den Leuten, die in der Allokation wie chère könnten fallen. Das ist Punkt. Ein wichtiger Punkt von unserer Seite war aber auch, das muss etwas auf den Preis passieren, weil das ist ja haut das, was am meisten passiert, alle Leute. Wir hatten zum Beispiel gesagt, dass auf die Präadministrieren könnten Preisstoppen, Preisschalen angefordert gehen. Das gibt sowohl die Leute helfen, wie aber auch die Inflation ein bisschen aufbremsen, wie auch zum Teil Entreprisen können helfen. Wir doch etwas können auf den TWR von den Energieprodukten gemacht gehen, es allgemein auf der Preispolitik gemacht gehen. Und dann müsste etwas Logement gemäht gehen, das wisst ihr, wir haben gesagt, wie lange warten wir darauf, dass endlich die Spekulationssteuer da kommt, dass ein Impôt foncier reformiert wird, dass die Bayer Loyer reformiert wird, nichts passiert. Und das Logement ist noch immer das, was die Kaufkraft von den Leuten am meisten bufft. Und dann ist eine von unseren wesentlichen Forderungen, die Kinder, das Zupassung vom Steuerbarem und Inflation, an mehr Besteuerung bei den höheren Salären, der Tranchen Urven bei. Da das alles an der Tripartit nicht diskutiert gehen, und da wir an alles Pisten, die Nogibel bereit wird zu diskutieren, für sowohl die Leute wie dann auf der anderen Seite die Betriebe zu helfen.
Schadlohner vergisst so zwischen all dem was nach hinter der Tripartite dann halt passiert das als du dann noch nur weil von den Lizenzen die massiv abgehen die auch einen massiven Impact auf den Pouvoir der Chef und Leute tun an die Uhr nicht mal abzugehen an Rechnungen vom Stadtteil aus der Kaufkraft von Leuten und doch do ein Problem den sich Stewand Mittelschicht raufrüst aber mir hun nicht für den Leute nach dem zu greifen und wenn ich so nicht dass sie mir wirklich mir bleiben dabei dass sie mir haut an einer Situation wo an dem heutigen Tripartite nicht wird Leute gemäht gehen sind mir selbst gemäht gehen da sind wir direkt bei als im letzten Punkt von unserer Pressekonferenz heute morgen wo wir aber unbedingt denken wollten mal durchgehen da das die froh vom Steuerkredit weil das sie so viel darüber diskutiert gehen dann sie lange gebraucht doch für zu rechnen aber wir müssen das Märchen von der IVA-Kompensierung wie immer gesagt wird du einfach nachher denunzieren und die Leute weisen was du handrüstet es ging nur nicht mehr darüber dass das Prinzip von einem Steuerkredit konträr aus zu der Philosophie vom Index dass ihr nicht etwas was der Patron bezieht mit der selbst man selber bezahlt man da sind Steuergelder die ist das sowieso schon eine Umverteilung von innen nur Urwen das ist sowieso schon falsch von der Philosophie es ging auch nicht mehr darüber dass die Steuerkredite dann eine weitere Belastung aber es Staatsfinanzen ist ich will aber dummer da auch noch betonen dass dann wann immer gesucht wird die Solidaritätspark wie sie nennen als tolle für Betriebe und Halle für Leid das ist nicht wahr weil die halten die für Leid das als nicht mehr weil man hin den Index wollen gib mal hin einen Steuerkredit du kannst ja aber nicht verkaufen als du Hummer aber das großartiges Leid gemacht weil mir Hunde hin die Indextranche nicht gehen und dafür also sich die do auch immer für Betriebe und dafür als das was wir immer so sind Ufang Grund die Solidaritätsberge als Solidarität von all den Leuten macht alle Betriebe und ich gehe noch nicht mehr darüber an dass all Tranchen die reportiert gehen eng Tranche die reportiert geht 12.900 Millionen Euro dat sie dann auch alles suen die an der Security sozial fehlen alles da ja bewusst Melo so der Steuerkredit Eva kompensiert an der Schweiz wirklich nimme von dem war den er nur an der Tasche und nicht von den Grand Gedanken die sowieso falsch sind die man nicht dehnen mir just den pekuniären Aspekt was bringt man Steuerkredit versus Index also kein Eva-Kompensation das ist Storytelling den das falsch immer die Leute so und zu bis zu 6.000 Euro sie der Gewinner das die sind nicht Gewinner Leute in 6.000 Euro viel echter sind sie schon Verlierer und da ist ganz viele Gründe und das will man eigentlich so aber ich betone nachher das nicht wenn es dem dort der Grund dass man nicht in der Schrift ich muss es nicht so mit das aber auch nach wichtig die Leute so ein Quatsch für wäre ein Eva-Kompensation erstens mal wann immer von der großen dicke Montant geschwärzt wird da geht immer nicht mehr von den Leuten an der Steuerklasse 1 geschwärzt das ist schon ein riesen Unterschied zwischen der Steuerklasse 1 und der Steuerklasse 2. Das ist so, dass effektiv ein an der Steuerklasse 1 ab 5.600 Euro kriegen rein netto lo Männer also mehr also kriegt nicht selbst wie man den Index kriegt hat und ab 5.600 aus den Perder. Da das aber just wo er für die Steuerklasse 1 und da das ein Durchschnittssalär da das so nicht dass das schon dass man halt schon bei den Großverdienern sieht. An der Steuerklasse 2 geht das schon bei 4.600 Euro. Die Person an der Steuerklasse 2 ist schon viel echter Perdung. Das muss ihn aber wissen, wenn ihn immer sieht, gibt aber mega hoch gehen die Kompensationen nach. Und da das schon den echten Unterschied. Den zweiten oder die zweiten Nodel vom Steuerkredit, das den lo viel diskutiert gehen hast, weil da das ja auch der CSV hören, die Fett von den zwei Menagen, wo zwei Leute 3.000 Euro verdienen oder E-Menage also E-Menage, wo zwei Leute 3.000 verdienen oder Menage, wo eine Person 6.000 Euro verdienen, geht lo auch nicht trätiert. Und da haben wir erst dann den echten Tabelle, das so ein bisschen klang auf der Projektion mit der Hütte per Bayer. Links hat dann ein Koppel, wo da 3.000 Euro verdienen. Rechts hat dann ein Koppel, wo 6.000 Euro verdient. Aber wenn zwei Leute 3.000 Euro verdienen, da kriegen die effektiv durch den Kredit Impôt Energie 71 Euro mehr
Wenn aber eine Person 6.000 Euro verdient, da kriegt die am Ménage durch die Kreatianerschaft nicht, da kriegt die Ménage den Verlust von 32 Euro. Das ist ja das, was viel thematisiert wird, von der Inegalität de Traitement von einem Kredit Impôt Energie, dem seine Vocation ja aber ist, den Kaufkraftverlust von den Leuten zu kompensieren. Und von den Ménagen auch an der Teils, der Fett, das sind effektiv, aber in ganz unterschiedlicher Art und Weise Kaufkraftverluste kompensiert. Die nächste Slide, die weiß einfach, dass es auch falsch ist, was die Regierung dauernd wiederholt, dass eine Person am sogenannte Kantil 2, die Diskussion ist ja ganz tricky gehen, mit einer Person, das immer gesagt gehen, alles, was am Kantil, bis Kantil 1 und 2 ist, wird überkompensiert. Auch da das nicht wahr, hier ist eben ein ganz einfaches Beispiel von einem, den am Kantil 2 ist, den auch schon perdant ist, Steuerkredit. Das heißt, wir haben lauter Situationen, die schon ernst sind, wie sie von der Regierung durchgestaltet gehen. Und dann ist aber ein ganz wichtiger Punkt am Kredit Impôt Energie, als den von den Überstunden. Weil eine Person oder von den Majorationen, eine Person, die Überstunden möchte oder Schichtarbeit möchte, dann durch Majorationen kriegt, die hat die kriegt die 2,5% Indextranche auf ihrem Gesamtsalär an dem ihrem Fall als dann den Index netto mehr wert, also mehr reich. An der Kredit Impôt Energie bleibt ja aber selbisch. Also ist das aber nun einmal so, dass genau du an den Bereichen, wo die Leute nach Kredit Impôt Energie haben, bis zu den Montan, das sind aber die Berufsgruppen, wo man an Sektoren sind, wo viel Schichtarbeit gelegt wird, wo viel Überstunden gedrummt geht. Und da sind wir genau da beim Handwerk, bei der Industrie, auch noch bei der Santé, an den Berufen, die da am niedrigsten verdienen. Wir sind am Kommerz, wir sind da, wir sind am Bootsektor, und wir sind da, wo Schichten geschafft wird, wo Majorationen gemacht wird, wo Leute müssen schwer schaffen, schwer sich durch Schichtarbeit ein bisschen mehr können verdienen, für über Tonnen zu kommen. Und die verlieren ständig auf ihrem Steuerkredit, mit ihrem Steuerkredit versus Index. Der versteht die Logik. Und das geht auch totgeschwiegen. Darüber wird ja nicht geschwärzt, dass das einfach eine ganz andere Realität ist. Und du hast es so einfach für statt ganz zu erklären, eine Person mit einem qualifizierten Mindestlohn, die sich ein bisschen pur überstunden möchte, der ist perdant am Kredit Impôt Energie. Wie wenn sie par rapport zu dem, was sie gekriegt hat, wenn sie den Index gekriegt hat. Und da sind wir beim qualifizierten Mindestlohn. Und dann ist es doch berechtigt zu sagen, wir können doch nicht ständig wiederholen, massiv Überkompensationen bis an die Mittelschicht ran. Das sind normal stiefliche Leute, die müssen hart schaffen und die müssen Schichten schaffen und die müssen Überstunden machen, um ihre Löhne ein bisschen abzubessern, für über Tronnen zu kommen, weil wir wissen, all wie es ist mit einem qualifizierten Mindestlohn als Lützeburg, geht es schon ganz schwierig. Und das haben wir ja auch an den letzten Wochen, und nicht wie du gesagt hast, immer konfirmiert gekriegt, von den Epiceries Sozialen, von den Office Sozialen, von all denen Stellen, wo die Leute sich können, hilfssich gehen, dass immer mehr Leute bis an die Mittelschicht dran, ob die Hilfen angewiesen sind. Die Situation, wo ich wieder gesagt habe, man qualifizierte Mindestlohn als schon perdant und den pur Überstunden möchte, dasselbe gilt für die Monoparenturen. Und du so wir ja schon lange, Nogibel denunziert ja schon lange, dass Monoparenturen zu Lützeburg die sind, die am meisten im Armutsrisiko ausgesetzt sind. Und da tut auch eine Regierung wiederholt, dass wir ergreifen wir dann so schwierige Mesuren haben, die sowieso schon schwierig sind, gesellschaftlich zu drohen, als alle drin, wo sie auch noch ein bisschen mehr lesiert gehen. Und die erste Punkt, da habe ich auch noch ein Slide, für was der Steuerkredit keine Überkompensation ist, weil an dem famösen Steuerkredit, den sie dann laufen, 83 Euro, da ist schon Kompensation für die Erhöhung von der CO2-Steuer dran. Ihr wisst, dass wir 2022 kommen, die Erhöhung von der Kompensation nicht. Du hast den Nogibel drunter bläht, das muss aber passieren. Wir haben immer gefordert, gesagt, das kann ja nicht sein. CO2-Steuer ist immer an die Blut gegangen mit den Kompensierung über den Steuerkredit, das ist nicht an die Blut gegangen. Und du hast an der Tripartite gesagt, ja, das geschieht, das muss da, du hast recht, effektiv, das muss passieren. Und das machen wir dann über den
Kredit an Energie, dat ist an denen Euren die Leute do kreieren as auch darauf wat hin sowieso zu gut iwwer Kompensierung von der CO2-Steuer an Heige sie denke wie hecht die Misszinnen dat sie plus 25 € de Mond die sowieso kommen wären unabhängig von gehen und Index oder nicht. Die muss ich dann also schon aufraschen. Und da das ein rang raschnerisch und so, aber wir gehen nicht gerne drüber, weil das ist ein Thema, was eigentlich nicht den Ursprung von allen Übelsachen, und das ist eigentlich nicht da, wo der Konflikt hängt, mit war aber ein nötig zu weisen, ein bisschen die Märsche von der ganz großen Summen, die Leute kriegen, das muss ich ein bisschen relativieren. Und das muss ich einfach mal richtig an den Kontext setzen. Aber finalement ist es ja auch noch so, dass mega viel schon drüber geschwart gehen, dato, alles dato, die Steuerkredite gibt es für die echte Indextranche, die reportiert wird. Das heißt, all die Indextranchen, die nur noch reportiert gehen, die gehen auch irgendwie so und so kompensiert, aber das steht aber nirgends. Also am Projekt steht das ja nicht mehr. Und es steht doch nicht, wie hoch dann die Kompensation wäre. Oder ist die da vielleicht mal hoch oder wie. Weil das gibt ja richtig Steuer und plus. Das sind ja auch Belastungen von den Staatsfinanzen, die Steuerkredite. Und dafür haben wir am Moment nehmen das auf einer Tranche, und wir wissen nicht, was da geplant ist für alle Guten die nächste Tranche. Und aus all diesen Gründen sind wir der Meinung, dass man muss wasch komme von dem was lo haut leider wir machen einen Appell und die Regierung zieht die Projekt zurück. Wir wissen, dass das ein schwieriges Exerzice ist, aber das ist aber so, dass haut eine ganz andere Prämisse, eine ganz andere Ausgangsbasis an den Ass obsolet, in Ass nicht mehr angepasst zu dem, was man haut von den Inflationsprognosen haben. Wir machen einen Appell und alle guten Deputierten an der Chambre, wenn das Projekt nicht zurückgezogen wird, ja, dann muss du Geld gestimmt gehen. Es kann nicht akzeptiert gehen als Volksvertreter sind oft dafür gewählt, so soziale Ungerechtigkeiten nicht mehr zu drohen. Und du machen wir warmen Appell und Deputierten nicht dazu zu stimmen. Aber wir machen einen Appell einfach und soziale Kohäsion und die Realsolidarität, lass man so sagen, dass man zusammen Lösungen soll sicher für sowohl für die Betriebe, die Schwierigkeiten sind, wie für aber auch für die Kaufkraft von Leuten zu entlasten, weil wir brauchen da. Wir sind hier in einer massiven Krise für die Pouvoir der schaffenden Leute. Und wir brauchen da Lösungen. Und dann ist ein Steuerkredit ein sinnvolles Instrument. Das kann auch eine sinnvolle Notiz sein. Und so wie die Chambre des Salariés schreibt an ihrem Avis, kann in die Steuerkredit gerne diskutieren, aber zusätzlich zu einer Indextranche. Und da sind wir bei einer gerechten froh für die kleinen und Mittelverdiener hier im Land. Und nicht bei einem Ersatz für etwas, was eigentlich viel mehr wichtig ist, viel mehr wert ist und was sowieso auch nach dem Wert von den größten sozialen Errungenschaften von den schaffenden Leuten zu Lützeburg sind, an den Pensionierten. Und da das manchmal ein bisschen die Hauptmessage, die wir heute wollten, mal auf den Weg gehen, wir müssen eine andere Lösung finden, wir müssen den sozialen Konflikt versichern, zu deseskalieren, an wirklich real Solutionen finden. Ich meine, das wäre Lommel von einer Seite, ich gucke an meine Kolleginnen und Kollegen, ob ich habe es vergessen zu sagen oder ob das Wichtigste war, weil ein bisschen viel nicht so, ich wirklich merci für die Geduld an Urlaub drin.